Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Champions League Achtelfinale Rückspiel zu Hause Salzburg oder RB Salzburg oder wie auch immer. Ihr wisst, was gemeint ist. 7-1. Ja, ich sag einfach mal standardgemäßes Ergebnis. Ja, weiß jetzt nicht, ob das so die Kräfteverhältnisse widerspiegelt, wie das so deutlich wie das Ergebnis ist. Man muss fairerweise sagen, dass wir natürlich diesmal im Gegensatz zu den letzten Spielen, wo wir nicht wirklich das Spielglück auf unserer Seite hatten, hatten wir es diesmal auf unserer Seite, muss man ganz klar so sagen. Klar, es waren beide eindeutige Elfmeter, da muss man nicht rumdiskutieren. Der Levi beide super verwandelt, er hat sie auch beide super provoziert, muss man auch mal sagen, ne? Das überhaupt in den Szenen war und in den Möglichkeiten da Tor zu erzielen. Gerade der erste Elfer, beim zweiten Elfer, ja, schien es einfach mal auf die Unerfahrenheit des Verteidigers. Weil aus der Position, ja, mit dem Rücken zum Tor, hat selbst der Levi kein Tor schießen können. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Ja, und dann das 13-0 hinterher, da war der Drops gelutscht. Machen wir uns nichts vor, nach 23 Minuten war das Spiel durch. Ja, wir haben es danach noch ganz gut gemacht. Ganz konzentriert, engagiert. Ja, man hat dann schon so gemerkt, so ab ja, spätestens am 4-0, da sind schon mal 1, 2 Gänge rausgegangen. Zweite Halbzeit. Ja, bis auf die letzten 10 Minuten war es einfach super langweilig, sich anzuschauen, ja. Das muss ich fairerweise so sagen. Ja, Salzburg war hinten drin, wollte nichts riskieren. Wir haben nicht wirklich mehr Bock gehabt, was verständlich ist, Kräfte schon, alles gut. Das soll keine Kritik sein, das ist, wenn es 4-0 steht, steht es 4-0. Im K.O.-Spiel, was soll man da sich auspowern, nur um 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tore zu schießen. Was wir dann dennoch getan haben, erstmal die Einwechslung. Ja, gut, dass wir das Gegentor kriegen, war ein bisschen unglücklich, sah Nianzou nicht ganz so gut aus, wir sind da falsch spekuliert, aber Leute, soll man den dann Vorwurf machen, der wird eingewechselt mit einer Spielzeit in diesem Jahr von, was weiß ich, 60 Minuten maximal und spielt dann den mittleren Part. Gut, das habe ich nicht ganz verstanden. Hätte man halt den Upa in die Mitte gestellt oder ein Pavard in die Mitte gestellt und ihn mehr nach außen. Ich denke, das wäre so die bessere Variante gewesen. Obwohl das ansonsten gut gemacht hat. Aber da war ja auch nichts mehr von Salzburg zu sehen, muss man fairerweise auch sagen. Ja, dann die anderen Wechsel. Chupo sah komplett Ausfall, komplett enttäuschend immer wieder. Marc hat es gut gemacht, wie ich fand. Hat es aber auch schon die letzten Spiele gut gemacht. Finde es immer ein bisschen schade, dass er nicht spielt. Weil er im Nagelsmann anscheinend zu defensiv ist. I don't know, Leute. Ich meine, das war heute schon gewagt mit dem Kimmich und Musiala gegen die Salzburger Offensive, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, was zum Glück nicht ist. Wenn es so ein bisschen gelaufen wäre wie im Hinspiel, wenn die Salzburger das erste Tor gemacht haben, ich meine, sie hatten die erste große Chance. Ja, dann hätte das auch ganz, ganz schnell nach hinten losgehen können mit 3,5 Defensiven auf dem Platz. Aber gut, wie gesagt, wir hatten diesmal das Spielglück, was wir sonst nicht hatten, und haben unsere Chancen dann auch mal genutzt. Und haben sie mal zu Ende gespielt, muss man ganz klar sagen, was wir sonst die letzten Spiele nicht so wirklich getan haben. Ansonsten das Fazit, was ich schon auch die letzten Talks so ein bisschen gesagt habe. Ich denke mal, man hat so ganz klar gesehen, dass ein Sané sich über außen viel, viel wohler fühlt wie durch die Mitte. Sehe ihn auch nicht in der Mitte. Ja. Und ja, man hat es allein an der Körpersprache, möchte ich nicht sagen, aber ich meine, guckt euch die erste Halbzeit an, wie viele technische Fehler er da hatte und so weiter. Ja, das liegt natürlich jetzt nicht daran, dass er irgendwie auf der Mitte spielt, aber man hat es dann in der zweiten Halbzeit gesehen, nach den Wechseln, wenn er dann über links kommen konnte, ja, hat man einfach seine Stärken gesehen.
Wie gesagt, allein der Speed, das Dribbling. Ja, wenn du in der Mitte stehst und du läufst auf die Abwehr zu, wo 6 Leute stehen, ja, da brauchst du keinen Speed. Was soll er da zeigen, ne? Dann ist über außen halt was ganz anderes. Und ich meine, dann waren jetzt schon wieder in der Presse so komische Stimmen, so, ja, und Sané ist nicht in Form und so ein Mist. Also, wie ich sowas lese, Alter. Ich stelle ihn halt da auf, wo er gut ist, wo er die guten Spiele gemacht hat. Und das ist immer über die linke Seite. Habe ich die letzten Spiele nicht verstanden, warum Gnabry da den Vorzug bekommen hat. Habe ich ja schon meine Theorie zu gesagt, von den Vertragsverlängerungen und so weiter. Wobei man heute sagen muss, Gnabry hat heute ein gutes Spiel gemacht. Ich habe heute nichts zu meckern über Gnabry. Er war mit nach hinten präsent, was er sonst nicht war, und war nach vorne auch am Start. Jetzt nicht ganz so effektiv. Klar hat das Tor dann noch gemacht, aber was so bankenmäßig und sowas, da muss einfach ein bisschen mehr kommen von Gnabry in der Offensive, finde ich. Aber wie gesagt, er hat heute ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Da gibt es nichts zu meckern. Aber die Spiele davor war es schon in meinen Augen ein bisschen komisch, dass er den Vorzug vor Sané bekommen hat. Wobei man jetzt am Wochenende sagen muss, da war Sané echt schwach. Aber wie gesagt, ich denke, das hat auch ein bisschen was mit der Position zu tun, die er da aufs Auge gedrückt bekommt. Da sehe ich eher so Musiala schon eher auf der Position weiter vorne. Weil er jetzt eh nicht so der Außenstürmer ist, der den Speed hat und so weiter. Ein sehr gutes Dribbling, er kann in der Mitte auch mal 2, 3 austanzen auf engen Raum. Sané muss mehr mit dem Speed kommen. Er hat ein super Dribbling, aber mit dem Speed mehr, so wie Coman auch, ne? Von daher ist er in der Mitte einfach verschenkt, muss man so sagen. Ich denke mal, das hat man heute in dem Spiel auch perfekt gesehen. Gut, ansonsten, ja, was soll man sagen beim 7-1? Zu meckern haben wir nichts. Lobeshymnen könnte ich singen, ja. Ich denke, es war noch nicht mal Vollgas Bayern heute. Erste Halbzeit 4-0. Wie gesagt, mit den 2 Elfmetern. Da war noch nicht die Vollgas Bayern, die Champions League Bayern waren da noch nicht zu sehen in der ersten Halbzeit. Muss man auch mal so fairerweise sagen. Es war ein gutes Spiel, ja klar. Gerade Levi war unwahrscheinlich heiß, hat man gesehen. Champions League, da brennt er. Müller auch, obwohl Müller viel wieder nicht gelungen ist, viele Fehlpässe und so weiter. Aber zweite Halbzeit war da ein bisschen besser, aber auch mit dem Direktspiel, was bei Müller ja manchmal ein bisschen schwierig ist, war ganz gut. Ja, aber natürlich die beiden Hütten, die macht er natürlich auch super und ja, waren auch super rausgespielt. Ja, aber bevor wir jetzt auf die einzelnen Spiele eingehen, können wir ja mal kurz einen Blick in die Statistik werfen, wa? Ich habe es auch noch nicht gesehen, sollte aber ein klares Dingen sein hier. 72:28 Ballbesitz, Abseitsstellung 0-0. Das stimmt nicht wirklich. Ich habe auf jeden Fall 2 von Leipzig im Kopf. Fouls 8-14, Zweikämpfe 65:34. Ja gut, das ist dann aber auch ein Armutszeugnis aus Salzburger. Ich weiß ja, habe ich gerade Leipzig gesagt. Aus Salzburger Sicht kann man sich im Champions League schon gar nicht im K.O.-Spiel, man kann da nicht mit 34% Zweikampfquote stehen. Kann man mal so sagen. Schüsse aufs Tor 9-4, Schüsse insgesamt 18-7, Ecken 7-2, angekommene Pässe 673:203, Flanken 14-1. Ja, und da waren ein paar brauchbare Flanken bei, ein paar sehr komische auch. Schüsse insgesamt, Levi 4, Müller 3, Sané 1, Torschussvorlagen, Sané 2, Coman 1, Levi 1. Gewonnene Zweikämpfe, Sané 11, Coman 9, Pavard 8. Ballkontakte 148 Pavard, Kimmich 110, Müller 89. Gefolgt worden, interessiert uns nicht wirklich. Ja, zeichnet auch das wieder. Sané heute oder auch Coman war natürlich nochmal einen Tacken mehr defensiv geil wie ein Gnabry. Aber Gnabry für seine Verhältnisse hat es auch gut gemacht. Muss man mal so sagen. Aber gerade Coman seine Rettungstat und auch Sané in der zweiten Halbzeit, so muss das sein. Und dann hat er sich ja zum Glück in der Offensive ja auch noch ein bisschen belohnt, der Leroy, mit den Vorlagen und dem Tor. In der ersten Halbzeit war es ein bisschen schwieriger, aber ich würde sagen, wir fangen mal beim Neuer an. Ja, Neuer hat sich gar nicht zu Schulden kommen lassen. Das Gegentor, auch wenn es kurze Ecke war, oben links rein, ja, dann machst du halt nichts. Ne? Muss du einfach so sagen.
Ansonsten war er wieder präsent, gleich wieder unser Libero am Start, der die Bälle abgefangen hat und so weiter. Ist natürlich ein bisschen anderes Spiel, wie wenn der Ulle drin steht, obwohl der Ulle es gut gemacht hat. Aber der Ulle ist natürlich nicht der mitspielende Torwart, der so weit rauskommt und sonst so die Bälle abfängt und sowas, muss man auch ganz klar sagen. Also Neuer will ich heute eine 2 geben, Pavard will ich heute auch mindestens eine 2 geben, hat wieder ein super Spiel gemacht. Ich glaube, in der Dreierkette hat er mehr Bock, wie in der Viererkette, als so richtige rechter Verteidiger. Obwohl heute die Pose, er war ein bisschen weiter nach innen gerückt, ja. Musste auch nicht ganz die Wege nach vorne gehen, weil er halt immer einen vor sich gehabt hat. Gerade die letzten 10 Minuten hat er dann nochmal die Position gewechselt, war dann mehr in der Mitte und Nian Su ein bisschen außen. Da hat man schon seine Qualitäten gesehen, fand ich, die man halt so auf der rechten Seite nicht so sieht. Ne? Er ist auch einer, der das Spiel aufbauen kann. Ja, weiß ich jetzt nicht, da weichen wir mal ganz kurz ab vom Spiel, ob man sich jetzt da unbedingt dann hinstellen muss und sagen muss, wir müssen jetzt irgendwie auf Krampf irgendwie 1, 2 gestandene Innenverteidiger kaufen. Ja, dann kauf einen vernünftigen rechten Verteidiger, und wenn der Pavard so die Konstanz reinkriegt, wie er jetzt die letzten Spiele gespielt hat, und ja, warum da nicht, ne? Wenn er auch ein gelernter Innenverteidiger ist. Aber wird man sehen. Auf jeden Fall hat er heute ein gutes Spiel gemacht für mich. Auch das letzte Spiel war auch schon gut, war stark. Gefällt mir im Moment sehr gut. Nach seiner sehr, 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 sehr langen Schwächephase, muss man fairerweise sagen. Süle, ja, Süle war okay, will ich eine 3 geben. War heute nicht ganz so auffällig wie im letzten Spiel. Sah auch bei 1, 2 Defensivaktionen nicht wie gut aus, auch im Kopfball gerade. Aber ansonsten wie immer. Ne, hat die Mitte, hat die Bälle verteilt, alles gut. Hernandez hat sich wieder reingebissen, am Anfang wieder so ein bisschen schwerfällig. Auch wieder so an der Außenlinie da sein Mädchenschrei da, und dann steht er eine Sekunde später wieder. Das braucht er sich gar nicht erst wieder angewöhnen, das kann er sich gleich wieder abgewöhnen. Ansonsten hat er sich reingebissen, hat ein sehr gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Ja, aber der Stärkste in der Dreierkette war heute definitiv Pavard, von daher will ich Hernandez heute auch eine 3 geben, und dann Benji bleiben bei der 2. Ich denke, das passt ganz gut. Musiala hat ein sehr gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Klar, jetzt nicht super auffällig nach vorne, aber gerade im Gegenpressing hat sehr gut gepresst, hat sehr gut auch nach hinten die Bälle abgefangen, hat nichtsdestotrotz auch vorne versucht, mal die Bälle ein bisschen zu verteilen und sich auch mal durchzusetzen im Dribbling. Ja, ist nicht alles gelungen, aber die Position, die er gespielt hat, hat er die sehr gut gespielt. Würde ich heute auch eine gute 3 geben. Kimmich will ich auch eine gute 3 geben. Ja, war okay, hat heute auch nicht so den Druck gehabt, den er noch im Hinspiel gehabt hat, so dass er immer einen auf den Füße stehen hat. Er hatte heute ein bisschen mehr Freiheiten. War auch wieder so ein bisschen der defensivere Part, was mir ganz gut gefällt. Klar hat er da ein bisschen weniger Einfluss so aufs Spiel, ne? Gerade wenn wir nur mit einer Dreierkette spielen, weil dann ist er echt so der 4. Defensive oder der 3,5 Defensive. Aber er hat es gut gemacht. Aber jetzt auch nicht so supermäßig auffällig oder sowas. Aber jetzt gut dirigiert. Auch heute hat man wieder so ein bisschen gesehen, dass wir auch mal ein bisschen mehr den einfachen Ball spielen hinten und nicht immer die riskanten Dinger in die Mitte und so weiter. Das war schon okay heute. Sané, ja, Sané würde ich heute auch mit 3 geben. Ja, wenn man jetzt man muss die erste Halbzeit mit einbeziehen. Da war jetzt nicht so. Er war bemüht, ja, hat aber viele technische Fehler gehabt. War wieder so. Hatte schon wieder so ein bisschen Angst. Wir sehen wieder den Sané, wo er bei uns angefangen hat. Ne, immer so, der Ball springt einen Tacken zu weit weg. Aber er hat sich reingebissen, auch dann über die Zweikämpfe in der Defensive, muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen sagte ich ja, hat er sich halt zum Ende hin auch belohnt, ne, mit den Vorlagen und dem Tor. Von daher will ich ihm eine gute 3 geben. Ich denke, er ist auf einem guten Weg, und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich sehe ihn auch nicht mittig. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, er sieht sich selber da auch nicht. Ne? Er sieht sich auch mehr außen, und wir haben 3 Spieler, ja, dann muss halt einer von den 3 erstmal auf der Bank Platz nehmen.
Fertig. Ne? Ganz klare Kiste. Der halt am schlechtesten drauf ist, mein Gott, man kann nach 60 Minuten, man kann in der Halbzeit zur Not wechseln und man hat immer einen frischen, den man reinwerfen kann, anstatt da irgendwelche Leute auf irgendeine Position zu spielen, wo sie nicht wirklich effektiv sind. Zumindest meine Meinung. Müller, ja, Müller war wieder viel Schatten zwischendrin, aber dann auch viel Licht heute mal. 2 sehr schöne Tore gemacht. Immer wieder Levi gut eingesetzt, immer wieder bewegt, immer wieder Anweisungen gegeben. Hat auch mal Anweisungen weiter nach hinten ins defensive Mittelfeld sogar gegeben. Da finde ich, da fehlt mir so ein bisschen der Kimmich. Ne? Der Kimmich stellt sich immer hin als Leader bei Interviews und sonst was. Ich finde auf dem Platz muss er einfach ein bisschen mehr so auch dann die Abwehrlinie zur Not dirigieren, wenn die das da hinten nicht hinkriegen. Der Süde ist keiner, der spricht, der Upa nicht. Der Pavard heute, ich habe mal ein bisschen drauf geachtet, Pavard war so der die Anweisung gegeben hat. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du rechts außen spielst, dann die Anweisung noch bis zum linken Mann zu geben. Da würde ich mir ein bisschen mehr von Kimmich wünschen, auch was so das Dirigieren im Mittelfeld anbelangt. Aber das macht irgendwie der Müller komplett. Aber ja, weiß ich nicht. Da sollte der Kimmich auch mal ein bisschen aus sich rauskommen. Müller will ich heute eine 2 geben. Also er hat 2 Tore gemacht, Leute. Da können wir nicht immer schlechter wie eine 2 geben. Gnabry will ich heute auch eine 3 geben. Hat sein Tor gemacht. Wie gesagt, hat heute defensiv mit nach hinten gearbeitet. Komischerweise wollen die in der Champions League immer alle. Ne? Ist immer sehr schön zu sehen. Bin mal gespannt, wie es im nächsten Bundesligaspiel ist. Da er ja früh ausgewechselt wurde, wird er auf jeden Fall in der Startelf stehen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Deswegen bin ich da sehr gespannt. King hat, finde ich, auch ein gutes Spiel gemacht. Will ich auch eine 3 geben auch. Zwischendrin nicht ganz so auffällig, wurde aber auch oft dann einfach ignoriert. Ja? Er hat wieder konsequent den Links außen gespielt. Wurde aber oft ignoriert, dass er nicht die Bälle gekriegt hat. Ansonsten hat er natürlich 3, 4 gute Szenen gehabt, hat auch ein paar gute Reingaben gegeben. Hat mir gut gefallen. Levi, ja, was soll man zum Levi sagen? Können wir auch nichts anderes wie eine 1 geben, wenn man 3 Tore innerhalb von 10 Minuten macht. Auch wenn 2 Elfer war, die muss man halt auch erstmal beide so eiskalt reinmachen. Vor allem, weil vor dem ersten Elfer er dann noch zugetextet wurde, 1,5 Minuten gefühlt. Und beim Levi hat man heute gemerkt, dass er mega heiß war. Ja, Champions League, ja, wie ich sagte, da haben alle Bock und da hat so ein Levi auch nochmal 50% mehr Bock. Das hat man heute ganz klar gesehen. Zu den Einwechslungen, Nianzou, ja, wie gesagt, ich fand, er hat es ganz gut gemacht, er war selbstbewusst. Man hat nicht so das Gefühl, sonst, wenn er reinkam, man immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so er ist so ein bisschen hibbelig, ne? So ein bisschen nervös. Das hat man heute gar nicht gehabt. Er kam rein, er war gleich selbstbewusst, hat gleich die Bälle verteilt. Klar hat er dann so ein bisschen den Schritt rausgemacht, obwohl er hätte er den Zweikampf anders genommen, wäre das Tor nicht gefallen. Ne? Das kann man ihm schon ankreiden, aber kann man ihm noch keinen Vorwurf machen. Der hat halt einfach keine Spielpraxis. Aber so der Auftritt hat mir gut gefallen, finde ich. Noten bei 20 Minuten müssen wir nicht wirklich verteilen. Genau wie Marc Rocker. War super auffällig, war viel am Ball, hat viel auch vorne gepresst, hat viel versucht noch. War natürlich eine schwierige Phase dann, weil wir waren gefühlt im 8. Gang zurückgeschaltet. Aber war auffällig, hat es gut gemacht. Upa hat sich auch gar nichts zu Schulden kommen lassen, hat da die 3-4-2-Kämpfe da an der Außenlinie souverän weggearbeitet. Hat die Rückpässe souverän hingekriegt auf Manu. Ja? Hat heute auch mehr, so man hat ja auch unter der Woche die Anweisung gehört vom Nagelsmann. Der hat das heute auch ein bisschen beherzigt und hat mehr erstmal den sicheren Ball gespielt, anstatt den riskanten Ball nach vorne irgendwie. Das hat man heute schon gesehen. Juna sah, ich habe Hoffnung gehabt. Ich meine, er kommt vom Afrika Cup als, ich glaube, sogar Gewinner oder was, hat da angeblich super aufgespielt. Ja, und dann kriegt er eine Halbzeit in der Champions League und das war nichts. Das war einfach nichts. 3 Flanken, die, keine Ahnung, auf Höhe vom
vom Knie kam oder sowas, die dann gar nicht ankam. Zweikampfverhalten war auch miserabel. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was. Kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, warum der bei uns nicht Fuß fasst. Ich habe keine Erklärung dafür. Zum Glück war er als rechter Mittelfeldspieler drin, da konnte er nicht so viel kaputt machen. Als rechter Verteidiger hätte das ins Auge gehen können. Aber schwach. Schwach. Ich meine, er war bemüht, ist jetzt nicht so, dass er nicht laufen wollte oder sowas. Weil dass er den Zweikämpfen aus dem Weg gegangen ist oder sowas, da kann man ihm gar keinen Vorwurf machen, aber irgendwie kriegt er halt einfach kein Bein bei uns auf der Erde. Choupo-Moting dasselbe. Choupo war gar nichts. Ja, war teilweise auch wieder zu eigensinnig. Einmal hätte er den Ball einfach komplett durchstecken können auf den Leroy. Nein, dann muss er da. Ach, weiß ich auch nicht. Auch sonst, der irrt dann da vorne rum. Findet irgendwie seinen Platz nicht oder was, weiß nicht, was er spielt. Spielt er neben Levi, spielt er hinterm Levi, spielt er neben Müller. Ich habe keine Ahnung, das ist immer so, wenn der reinkommt. Ja, was will er da? Keine Ahnung, dann nimmt Müller raus oder nimmt Levi raus. Aber nein, er kommt immer zusätzlich und steht dann da irgendwo rum und keiner weiß genau, was macht er da. Wo steht er jetzt? Naja, ist ja nicht so, dass wir keine Außen, die Außen waren ja trotzdem da. Es waren Leroy da, es war nur Bruno Sada, aber die waren halt da auf den Außen. Ne? Er kam halt als Mittelfeldspieler oder was. Keine Ahnung. Es war dann halt keiner mehr auf der 8 dann. Und dann war der Rocker noch drin, dann war der Rocker noch auf der 8. Ich habe keine Ahnung, was der Choupo dann da, welche Position er gespielt hat. Auf jeden Fall hat er mehr da vorne kaputt gemacht, wie besser gemacht. Also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man ihm dann Gefallen tut, ihn da so in irgendeinen so komischen Raum zu stellen. Wie gesagt, dann. Ja, dann nimm halt einen Müller raus. Oder nehmen Levi raus, gib einen Levi Pause und lass den Choupo da vorne als Spitze rein. Da hat er ja gezeigt, dass er ein bisschen was kann in der letzten Saison. Aber bisher die Einwechslung neben Levi und sowas, ja, grausam. Wirklich grausam. Ja, aber sonst habe ich nichts zu meckern. Ja, gar nichts. Ja, das war's heute. Ich würde sagen, kurze Schmerzlos. Rot-weiße Grüße gehen raus. Aber wir können noch mal ganz kurz gucken, wie es bei Liverpool Inter ausgegangen ist. Stand die ganze Zeit 0-1, aber war noch Spielzeit. Ist ja auch, könnte ja auch ein möglicher Gegner für uns sein. Auslosung ist, ja, Liverpool hat 1-0 verloren, ist also weiter, weil sie 2-0 das Hinspiel gewonnen haben. Ja, ich denke mal, Viertelfinale wird ein anderes Kaliber werden und da muss man auch ganz klar sagen, da sehe ich uns, ja, nicht unbedingt mit Dreierkette. Weiß ich nicht. Bin sehr gespannt. Kommt natürlich darauf an, wen wir kriegen. Da müssen wir aber auf jeden Fall defensiv stabiler werden. Und ich denke, man hat das heute auch gesehen, wie wichtig es sein wird, dass ein Levi dann da ist. Das haben wir schon letzte Saison gesehen, wo Levi nicht da war in der Champions League. Drück mal die Daumen, dass sich nicht irgendwas verletzt, was wichtig ist. So Neuer, Levi. Ja, Müller, selbst für die Anweisungen und sowas ist ja wichtig. Drück mal die Daumen, hoffen wir es. Oder dass keiner Corona kriegt oder sonst irgendwas. Man weiß ja, wie es im Moment so ist. Ich bin gespannt auf die Auslosung und freue mich dann auf ein Viertelfinalspiel. Ich hatte mich heute auch richtig aufs Spiel gefreut. Ich dachte, wir sehen jetzt mal endlich mehr ein spannendes Spiel, ein bisschen Adrenalin. Ja, das war dann nach 20 Minuten gegessen. Das war natürlich ein bisschen schade. Aber dafür haben wir ein schönes Spiel gesehen von unserer Seite. Muss man auch so sehen, ne? So, Leute, jetzt aber. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir sehen uns, ich glaube, wir spielen Samstag, oder? Gegen Hoffenheim, oder spielen wir Sonntag? Ja, da wir jetzt Dienstag gespielt haben, spielen wir mit Sicherheit Samstag. Von daher, ja, 15:30 Uhr hören wir uns, wer Bock hat, Samstag wieder.